Der Leichnam des gekidnappten Computerspezialisten Bruce Morgenhold ist heute Morgen in einer Villa in Peru entdeckt worden. Den Ermittlungen zufolge ist sein mutmaßlicher Mörder Hugo Lacerda, der Anführer einer Guerilla-Organisation namens Stimme des Volkes. Hier nun Bilder vom Auslaufen des hochmodernen Kriegsschiffes USS Walsh. Es ist auf dem Weg ins Gelbe Meer zu seinem ersten Einsatz. Minister Mason nannte es die Waffe des 21. Jahrhunderts. Es bekräftige Amerikas Bündnistreue zu seinen japanischen Verbündeten. Wir hoffen darauf, dass die Anwesenheit der Walsh, die mit der modernsten Rüstungstechnologie ausgestattet wurde, die unser Land zur Verfügung hat, als deutliches Zeichen unsererseits Frieden einkehren lässt. Fischer, wir haben gerade den Wartungsbericht vom letzten Aufenthalt im Trockendock erhalten. Auf der Maria Narcissa wurde ein zentrales Alarmsystem installiert. Lass mich raten. Wenn ich dreimal den Alarm ausgelöst habe, ist die Mission vorbei. Natürlich nicht, Fischer. Das ist ja schließlich kein Videospiel. Aber wenn du nicht willst, dass man auf dem ganzen Schiff von deiner Anwesenheit weiß, solltest du vorsichtig sein. Ja, ich glaube, uns ist es ganz viel lieber, wenn die nicht wissen, dass ich da bin. Wir sind übrigens auf der Maria Narcissa jetzt unterwegs, auf den Frachter. Und den Typen da können wir verhören. Eine wirklich schöne Nacht. Wie groß ist die Mannschaft? Wie viele Männer befinden sich an Bord? Insgesamt, wir sind, glaube ich, 36. Aber da sind Lacerda und seine Söldner mitgezählt. Wo steckt Lacerda? Er war vorhin hier, vor 20 Minuten. Hat sich über seine Unterbringung beschwert. Sagte, dass er eine andere Kabine haben will. Lacerda ist mittlerweile vermutlich betrunken. Sie werden Lacerda kaum irgendwo finden, wo Arbeit zu erledigen ist. Sie werden Lacerda kaum... So, Lacerda ist betrunken. Was sind eigentlich unsere Aufgaben? Moment, ich schau mal. Besorgen Sie den Frachtbrief für die Waffenlieferung an Lacerda. Suchen Sie nach den Frachtbüchern für Lacerdas Lieferung. Eliminieren Sie Hugo Lacerda. Ja, das sind ein paar nette Aufgaben. Und denen werden wir gleich mal nachgehen. Nachdem wir den Typen davon weggeräumt haben. Aber ich meine, da war noch ein zweiter, gell? Können wir eigentlich da umgehen? So, den Herrn nehmen wir mal mit. Ich dachte, ich hätte was gesehen. Oh oh. Ach, jetzt kommt der schon. Ja, da kann gern kommen. Das ist nämlich der nächste. So, dann hätten wir den drei Herren schon mal das Licht ausblasen. Und die sind tot, oder wir? Schon, gell? Ich meine, wir haben die bloß K.O. Aber sie kühlen aus. Naja, gut. Soll uns ja egal sein. Steht davon noch, ne? Schon, oder? Fall ist da einer. Was treibt denn der davon? Der geht da oben. Dann werden wir eher mal neu flitzen. Was treibt der da unten?
Und jetzt bleibt der da stehen. Hat er das gehört? Jetzt kommt er wieder. Also gehört er das nicht? Unsere Pfeiferei. Mein Gott. Aber jetzt. Aber jetzt. Jetzt hat der Flock eine Fackel dabei. Das war's mit seiner Fackel. Gut, Leichen müssen wir nicht wegräumen. Das ist nicht mehr so empfindlich wie beim ersten und meinem zweiten Teil. Fischer, sieht so aus, als würde Lacerda seinen neu gewonnenen Reichtum nutzen. Er bezahlt seine Schulden mit einem Teil der Waffen, die ihm geliefert wurden. Ihr wollt, dass ich noch ein paar Waffenkisten mehr scanne? Noch besser. Befestige Peilsender daran, dann können wir feststellen, für wen sie letztendlich bestimmt sind. Okay. Waffenkisten. Schon wieder. Haben wir doch bei der ersten Mission schon gemacht. Jetzt sollen wir schon wieder welche suchen. Wo sollen die sein? Was ist denn das da? Können wir da hinten? Schon, gell? Gute Arbeit, Sam. Das ist die erste Kiste. Halte die Augen nach weiteren offen. In Ordnung. Nach weiteren? Ja, wie viel sind das? 5 wieder. Aber das sind nur so Zusatzmissionen, die müssen wir nicht unbedingt machen. Fischer, wir haben gerade einen Funkspruch von der Maria Narcissa abgefangen. Sie meldet ein Leck im Rumpf und bittet um Geleit. Der Kahn sinkt? Nein, aber offenbar sind einige Lagerbereiche überflutet. Du musst die Bilge im vorderen Maschinenraum aktivieren, um Zugang zu allen Frachträumen zu bekommen. So, also scheinbar, Moment. Also scheinbar geht irgendwie... Also sinken tut's nicht, aber es füllt sie mit Wasser. Ja, da läuft schon was rein. Fischer, diese Frachträume sind geflutet. Du musst die Hilfspumpe aktivieren, um sie leer zu pumpen. Die Hilfspumpe, ja, die müssen wir erstmal suchen. Da ist zu. Und er flext, oder wie? Ganz schön laut hier unten. Oh mein... Erleichtert es mir nicht aufzufallen. Was ist hier drin? Die Hilfspumpe. Einige Frachträume sind geflutet. Die Pumpe müsste das Wasser abpumpen können. Danke für die Information. Ich bin auch neu bei dieser ganzen Geschichte mit der Revolution. Ich will nicht sterben. Tja, hilft aber nicht. Die Gaude machen wir mal aus. Und jetzt müssen wir... Geht's da... Kriechtunnel. Ja, kriegen wir mal wieder durch. Und wir müssen zur Pumpe, damit wir das abpumpen können. Da drin müsste sich eine große Pumpe befinden, die du verwenden kannst, um den vorderen Frachtraum trocken zu legen. Ich werde sie suchen. Da haben wir noch so ein Fenster. Ja, wir sind zumindest nicht allein.
Bringst du die Pumpe jetzt endlich in Gang oder was? Ich habe keine Ahnung, wie dieses dumme Ding funktioniert. Ja, das scheint die Pumpe zu sein. Diego hat gesagt, du sollst dich beeilen, sonst werden wir absaufen. Was war das? Ich habe was gehört. Du hörst immer irgendwas. Diesmal bin ich mir aber sicher. Ja, das hat er auch recht. Aber das wird wahrscheinlich sein letztes Geräusch im Leben gewesen sein, das er gehört hat. Denn das war's mit ihm. Unser zweiter wird ihm jetzt gleich folgen. Wenn er sich vielleicht ein bisschen beeilen möchte. Ja, der hat's nicht eilig. Der hat's nicht so eilig. Und das war's. Das war's mit dem Herrn. Ach, wir hätten sogar da oben entlang können. Na ja, gut. Ist anders auch gegangen. Wir haben ja unser Messer dabei. Und jetzt schauen wir uns mal die Pumpen an. Gute Arbeit. Die überfluteten Bereiche müssten bald leer gepumpt sein. Jetzt kannst du nach dem Frachtbrief suchen, der zu Lacerdas Lieferung gehört. In Ordnung. Gut, den Frachtbrief werden wir mal suchen. Natürlich Speicher nicht vergessen, ganz wichtig. Ich wette, dass Lacerdas Container sich irgendwo in diesem Frachtraum befindet. Der Frachtbrief müsste an seiner Seite befestigt sein. Ich werde mich mal umsehen. Ein Frachtbrief. Vielleicht ist da? Nick. Der da? Ah, Nick. Wahrscheinlich wird er irgendwo um sein. Vielleicht ist er vorne. Gute Arbeit, Sam. Sieht so aus, als würden diejenigen, die die Waffen an Lacerda geliefert haben, über Strohmänner agieren. Über wen läuft die ganze Geschichte? Mercantil Costa Afuerda Seguridad de Panama. Offshore-Banker? Ja, die von der zigarrenkauenden Sorte. Großartig. Ich liebe Bürokraten. Du musst immer noch die Frachtbücher finden, damit wir rausbekommen können, mit wem Lacerda sonst noch Geschäfte macht. Versuch's im Büro des Schiffes. Dort müsstest du fündig werden. Die Frachtbriefe. Was haben wir denn da schönes? Da geht's oben. Müssen wir oben? Ich glaube mal... Oh, ich glaube mal doch. Ich befürchte, wir gehen doch lieber oben. Und? Hast du dich auf diesem Schiff einmal umgesehen? Ja, Sag mir bitte, dass du die Rettungsinsel gefunden hast. da ist einer auf dem Oberdeck und an den Seiten sind auch welche. Außerdem ist da noch ein Motorboot am Heck. Glaubst du, es sind genug Inseln für alle da? Ja, aber wenn ich mir den Kahn so Motorboot befindet sich am Heck. bin, nicht sicher, ob ich den Rettungsinseln trauen. Also hier und da ist schon mal ganz gut, wenn man die mal so zuhört. Denn hier und da haben sie mal wichtige Informationen für uns. So, da geht's wieder aus. Und dann sind wir die Typen umgegangen. Und die kommen hoffentlich nicht mehr. Schaut zumindest nichts so aus. Die Sensoren in deinem Anzug melden eine hohe Gaskonzentration. Ja, ich kann es riechen. Muss ein Gasleck sein. Könnte genug sein, um ein erhebliches Explosionsrisiko darzustellen. Du darfst im Maschinenraum auf keinen Fall schießen. Na wunderbar. Erwarte bitte nicht, dass die Jungs dort clever genug sind, um die Gefahr auch zu bemerken. Gut möglich, dass sie auf dich schießen, sobald sie dich entdeckt haben. Ich verstehe schon. Ich soll dafür sorgen, dass man mich nicht sieht. Ja, das ist ja unser Spezialgebiet. Das man uns nicht sieht.
Also da drinnen dürfen wir nicht schießen, denn es befindet sich Gas in der Luft. Und am besten sollten die anderen auch nicht schießen, weil sonst geht alles in die Luft. Der wird uns auf jeden Fall nicht erschießen. Und ich glaube, wir müssen irgendwo nach Omat. Da ist Licht. Also Lichter können wir jetzt auch nicht ausschießen. Da vorne wird's heller, gell? Zu hell für unseren Geschmack. Denn der Herr hat uns schon entdeckt. Ui, der geht bloß weg. Und wir können uns nicht mal wehren. Ich glaube, ich sehe was. Das ist eine knappe Angelegenheit. Verdammt, verdammt. Das war gerade sehr knapp. Ich mach mich lieber mal aus dem Staub. So, da ist der andere noch. Jetzt, wenn er sich gerade nicht umdreht. Dann fällt er einfach mal um. Gut, wir sollten uns wieder in Sicherheit befinden. Mal so sicher einmal zu.